Aber ich sage mal, der fassbarste und der Wert, wo du auch am meisten mitkontrollieren oder mitprägen kannst, ist, dass man ein bisschen bewusster mit dem umgeht, einfach auf die Follower-Basis, also Leute dazu bringen oder sie mehr aufzurufen dazu, deinem Artist-Profil zu followen. Dass er einfach dort auch ein bisschen viel bewusster mit dem umgeht. Das kann jetzt ein Wert, wenn ihr euch das anschaut und ihr habt noch nie die Follow-Statistik auf Spotify selber angeschaut, auf eurem Profil. Es kann jetzt vielleicht irgendwie 50 Follower sein, 500 Follower, 300 Follower, was auch immer, bist schon gut bedient als junger Musikschaffender, der da jetzt zuschaut, wenn du irgendwie 300-400 Follower wärst. Wenn du das aber jetzt noch nicht angeschaut hast bis jetzt, dann ist noch nicht zu spät, aber besser schaust du dir das früher an oder gehst ein bisschen früher mit dem Wert um. Heutzutage kannst du dir wieder so ein bisschen denken, anstatt dass du jetzt nur immer auf Instagram Follower aus bist, was halt immer noch nach wie vor viele machen, und jetzt mal ganz zu schweigen, dass man überhaupt irgendwie einen TikTok-Account hat oder jetzt nur auf Instagram rumlungert und nichts anderes macht als Artist. Aber anstatt dass man jetzt vielleicht nur seine Instagram-Follower anschaut, könntest du auch ein bisschen bewusster mit dem umgehen, wie du mehr YouTube-Subscribers und auch mehr Spotify-Follower, also mehr Leute dazu bringst, auch dir auf Spotify zu folgen, weil so wie man es heute weiss, nach heutiger Kenntnis, zum Zeitpunkt von dem Video, bringt das immer noch etwas. Eben, wenn es jetzt um so Sachen geht wie Release-Radar-Konsum. Darum, dort kann man auch ein bisschen kreativ sein. Ich merke schon, dass gewisse Leute nutzen und ab und zu kommen dann so Stories à la, hey, gehen wir auch folgen, geben wir einen Follow auf Spotify. Das ist so ein bisschen das höchste von den Gefühlen, die ich sehe, dass Leute einfach ihren Avatar, ihren Canvas, also ihre Startseite von Spotify, dort in die Story packen. Was ich ein bisschen schade finde, da könnte man ein bisschen mehr auch noch in Content denken, also in kreativeren Content, und einfach auch mal um die Ecke denken und vielleicht spezifischen Videocontent machen, oder vielleicht fällt einem etwas ein, wie man einen nächsten Musikvideo-Shoot oder bei irgendwie Promo-Content, wo man sowieso würde aufnehmen, irgendwann mal, wenn man gerade unterwegs ist mit den Leuten und man hat einen Filmer dabei, könnte man auch gerade so gut irgendwie so kleine Snippets oder halt kurze Video-Content-Pieces machen, wo halt bewusst mit dem spielen, dass du irgendwie wie so ein Side-Content-Piece noch hast, wo du extra dafür verwendest, halt zum Leute aufrufen, deiner Spotify-Page zu followen. Finde ich ein bisschen charmanter, dass man sich die extra Minuten nimmt, anstatt jetzt nur so der einfache Canvas, einfach so das statische Avatar-Foto von dir zu posten und zu sagen, hey, gehen alle folgen. Ist halt so ein bisschen lazy Type of Marketing, wenn ihr mich fragt. Aber genau, ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt halt mehr Monthlies bekommt durch einen neuen Release und ihr schafft ein bisschen an dieser Follower-Base und ihr bringt ein bisschen mehr Leute dazu, auf eure Artist-Page gehen und dort gewisse Songs zu saven oder zu followen, werdet ihr auch sehen, dass dort im Normalfall auch immer mehr Konsum von der Release-Radar-Playlist und von ein, zwei anderen Algorithmen-Playlists dazukommen. Die werdet ihr aber auch sehen im Artist-Tool, wenn ihr dort mal in euren Analytics schauen.